Der Gregor ruckt mit seiner Alten zusammen, weil er nicht will, dass die ein halbes Jahr lang auf der Brotzeit hitten werkelt. Danach verschmeißt ihren Charivari, wo's von ihm gekriegt hat. Und er findet ihn wieder und schließlich gibt's nach und sie machen aus, dass die Hitten verkaufen. Für ein Glasl Marmelade fälscht der Schulbub Emil Unterschriften, damit dass die Brücken nach dem Michi seiner Uri genannt wird. Das fliegt aber auf und die Mehrern haben am Ende für die Kirchleitnerin. Der Michi zieht am Holzertag vor seiner alten Uniform aus und schlüpft gleich ohne Untergewand wieder rein, weil er Einsatz ist. Die Landweiber gespannt ist und bringen ihm mit einem Trick dazu, dass er sich vor einer halbnackert auszieht. Ein Chris, sein preisischer Spezi, macht Saftpress von der Sarah sein preisischen Onkel hin. Drauf picken sie es heimlich wieder zusammen, aber das kommt auf und zur Strafe müssen sie eine ganze Steigen Pomeranzen mit die Händen auspressen. Der Philipp soll der Annonzen als Netz einhängen, dass der Brei eine Aushilfe fürs Lager sucht. Unversehens vertauscht das aber mit einer Gaudi-Annonzen, wo drinnen steht, dass er die alten Fasseln aussaufen soll. Drauf melden sie einen Haufen Saufbrüder, aber einer davon ist zum Braucher. An Rolli sein preisische Gspusi verspricht ihm, dass den Tee nach dem Rezept von Michi seiner Uri nicht hergibt, bis er das Labor herausgefunden hat, ob er schaut. Sie hält sich aber nicht dran und wegen dem ruckt's mit ihm zusammen. Schließlich schreibt aber nachher das Labor, dass er in Ordnung ist. Der Lorenz sammelt Unterschriften gegen einen Pfarrer, weil er nicht gescheit Deutsch kann, also dass ihm keine Sau nicht versteht. Und filmt auch seine Predigt mit dem Handy. Der Pfarrer kriegt das mit und hat Bullen, dass er beim Bischof hingehängt wird.